Lockert ja alles auf ein bisschen, hä? Naja, bitte. Ich habe keine Ahnung, wie lang Mass Effect 2 noch gehen wird. Aber eins kannst du sicher sein, ich bin sicher bereits bei Ausstrahlung dessen sicher schon mit Mass Effect 3 beschäftigt. Ah! Dreck. Jetzt da. Das könnte nützlich sein. Na, hoffentlich. Den Kroganer Chief haben wir schon. Maylen, am Leben, unverletzt. Keine Fesselungsmale, kein Zeichen von Folter. Verstehe nicht. Trotz Ihrer Intelligenz, Professor, ist es Ihnen immer schwer gefallen, Beweise zu akzeptieren, die Ihren Vorurteilen widersprachen. Wann werden Sie endlich akzeptieren, dass ich hier bin, weil ich hier sein will? Vielleicht haben ihn die Wehrlock einer Gehirnwäsche unterzogen oder ihn unter Drogen gesetzt, um ihn unter Kontrolle zu halten. Unwahrscheinlich. Pupillen normal. Körpersprache entspricht normalem Metabolismus. Bitte, Professor, Sie haben darüber einen Artikel verfasst. Erzwungene Verhaltensmodifikation führt immer zu geistigem Verfall. Ob nun durch Indoktrination der Reaper oder durch Drogen, die Testobjekte haben immer ihre höheren kognitiven Funktionen eingebüßt. Keine Gehirnwäsche, keine Konditionierung. Maylen muss für Arbeit in optimaler Verfassung sein. Zwang muss andere Ursache haben. Er wurde nicht entführt. Er ist freiwillig hergekommen, um die Genophage zu heilen. Unmöglich. Das ganze Team war sich einig. Projekt war notwendig. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solus? Ich war Ihr Schüler. Ich habe zu Ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung. Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Oh mein Gott, das sind Dinge, mit denen setze ich mir eigentlich fast nicht auseinander im Privaten. Glauben Sie ernsthaft, Ihre Experimente hier wären gerechtfertigt? Wir haben kulturellen Genozid verübt. Nichts, was ich tue, kann danach je wieder gerechtfertigt sein. Die Experimente sind monströs, weil man mir beigebracht hat, ein Monster zu sein. Mordin, haben Sie jemals solche Experimente durchgeführt? Nein, das habe ich Ihnen nie beigebracht, Maylen. Ihre Hände sind also unbefleckt. Dann ist es auch egal, dass der Boden mit dem Blut von Millionen getränkt ist. Sie haben mir beigebracht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ich werde unsere Tat ungeschehen machen, Professor. Auf die einzige Art, die mir das ermöglicht. Was geschieht, wenn die Genophage geheilt ist und die Kroganer wieder expandieren? Das hätten Sie dann zu verantworten. Wir haben diese Untat gerechtfertigt, indem wir behauptet haben, die Kroganer würden Krieg und Zerstörung bringen, wenn ihre Population sich wieder erholt. Aber sehen Sie sich die Galaxie doch mal an. Die Batarianer greifen in der Traverse an. Die Geth greifen die Citadel an. Ist das Universum also friedlicher geworden? Der Angriff auf ihr Eden Prime wäre vielleicht nie passiert, wenn wir zugelassen hätten, dass die Kroganer sich erholen. Wir werden es nie erfahren. Also, das letzte war's abso scheiße, Luther Blödsinn. Was hätte eine Bevölkerungsexplosion der Kroganer dazu beigetragen, Saren und die Geth aufzuhalten? Eine erhöhte Kroganer-Population hätte den Rat dazu gezwungen, Schritte zu unternehmen. Wahrscheinlich bezüglich der Kolonierechte in der Traverse. Die Flotten der Turianer sind sehr wachsam, was militärische Aktivitäten in diesem Gebiet angeht. Sie hätten die Geth vielleicht auf Eden Prime aufgehalten. Reine Vermutung. Das lässt sich unmöglich mit Sicherheit sagen. Verstehen Sie nicht? Wir haben versucht, Gott zu spielen und wir haben versagt. Wir haben alles nur schlimmer gemacht. Und ich bringe alles wieder in Ordnung. Sie
sprachen über den Tod, aber die Genophage bringt niemanden um. Sie beeinflusst nur die Fruchtbarkeit. Die Kroganer kämpfen um fruchtbare Frauen. Sie werden Söldner oder Piraten, weil sie keine Alternative sehen. Sie wären jetzt mitten in einer Blütezeit ihrer Kultur, wenn wir nicht beschlossen hätten, dass sie etwas anderes verdienen. Inkorrekt. Große Kroganer-Populationen führen immer zum Krieg. Die Simulationen waren eindeutig. Warum die Zusammenarbeit mit dem Warlock-Clan? Und wie sind Sie an die Daten der Genophage gekommen? Die Daten waren leicht zu kriegen. Wir hatten immer noch alle Zugang darauf. Wir waren Helden. Ich musste nur danach fragen. Und was die Warlock angeht, sie waren der einzige Clan mit genug Ressourcen und der nötigen Entschlossenheit. Urdnot hat ein größeres Lager als Warlock. Warum sind Sie nicht an Sie herangetreten? Urdnot Rex ist zu weich. Er wollte die nötigen Experimente nicht durchführen. Pech für Urdnot. Glück für Warlock. Ihr Clan wird der Erste sein, der sich von unserem Verbrechen erholt. Maelin muss offensichtlich nicht gerettet werden. Was haben Sie vor? Ich muss das alles beenden. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. Moment, Sie müssen das nicht tun, Mordin. Sie sind kein Mörder. Nein, bin kein Mörder. Danke, Shepard. Ende. Maelin. Raus. Kein Warlock übrig. Projekt beendet. Sie haben den Professor gehört. Verschwinden Sie, bevor er seine Meinung ändert. Wo soll ich denn jetzt hin, Professor? Mir egal. Versuchen Sie es auf Omega. Die könnten noch eine Klinik brauchen. Die Kroganer haben nicht verdient, was wir ihnen angetan haben, Professor. Die Genophage muss ein Ende nehmen. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler. Danke. Machen Sie sich um mich keine Gedanken, Mordin. Wie geht es Ihnen? Hätte ihn töten sollen. Wollte es tun. Ist leichter, als ihm zuzuhören. Auch leichter für ihn. Die Experimente zeigen, wie tief er gesunken ist. Von Kroganern ist sowas zu erwarten, nicht von einem der meinen. Vielleicht denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal eine Diskussion über die Ethik der Genophage führen. Ja, so viele Variablen, Stressreaktionen, unmöglich präzise vorherzusagen. Stoff zum Nachdenken. Melons Forschung, das einzige lose Ende, könnte sie zerstören. Ende, Sicherheit. Aber dennoch ist sie wertvoll. Im Endeffekt weißt du nie, was du damit noch machen kannst. Was das? Sei es drum, wenn's eine Antwort gibt, erfahren wir es im 3. Teil. Aber wenn Sie sie für nützlich halten, warum behalten Sie sie dann nicht? Jahrelang an Modifizierung gearbeitet, sollte alles zerstören. Melons Arbeit könnte Genophage heilen. Wäre möglich. Folgen für Kroganer, Folgen für Galaxie. Zu viele Variablen, zu viele Variablen. Er ist ja kein schlechter Kerl, nicht unbedingt. Wir wissen, was passiert, wenn die Kroganer rumvögeln als wie die Geisteskranken. Er hat ja nicht Unrecht, zu viele Variablen. Was das? Behalte die Daten einfach dabei einmal. Behalten Sie die Daten. Es ist besser, sie zu haben, auch wenn man sie nicht braucht. Stimmt, Shepard. Sichere Daten und lösche lokale Kopie. Heilmittel noch immer Jahre entfernt, aber besser als ganz von vorn zu beginnen.
Fertig. Wir können gehen. Wir können Tuchanka verlassen. Irgendwo hingehen. Wo vielleicht die Sonne scheint. Verschwinden wir von hier. Boah. Puh. So, wer benötigt, warte mal kurz. Wir haben ja da noch was. Und zwar finden Sie jemanden im Erdnot-Lager, der Verwendung für den Ansaugstutzen hat. Obercaptain? Na, der Obercaptain. Vielleicht gibt es einen Drüber-Captain und einen Neben-Captain auch noch. Man weiß es nicht genau. Warte mal. Und die Salarianer auch. Die kleinen Mistkerle halten sich für oberschlau. Aber für den Kampf gegen die Rachni haben sie uns gebraucht, was? Im fairen Kampf konnten sie uns nicht. Der Erdnot-Clan hat nach der Vernichtung des Warlock-Clans an Stärke gewonnen. Den Populationsprofilen zufolge hat der Erdnot-Clan die Überlebenden des Warlock-Clans aufgenommen. Größtenteils Frauen und Kinder. Intelligenter Schachzug. Überraschend für Kroganer. Freut mich. Außerdem sind in Das Kind. Gekommen! Wir haben Baron um Rennen gespielt. Er war gut, schnell. Gut, das muss ich mir merken fürs nächste Mal. Ich habe gehört, sie hat... Grüße, Mensch. Mein Name ist Raj. Sehen Sie sich doch mal meine Waren an. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen giftig sind. Grünkohl ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht die Harte. Es würde Sie innerlich zerreißen. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel, sofern die Pyjaks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Was zum Teufel ist ein Pyjak? Außenweltungeziefer. Wie Affen, sagen die Menschen. Sie kommen und klauen Nahrungsmittel, Grünkohl, was immer sie in die Krallen kriegen. Wir behaken sie mit unseren festen Verteidigungskanonen. Aber von dem Dreckszeug gibt es endlos viele. Oh Mama mia, ich wollte eigentlich weiter. Ich bin eine gute Schützin. Ich könnte Ihnen vielleicht mit den Pyjaks behilflich sein. Nur zu. Mit der Konsole da draußen können Sie die Geschütze kontrollieren. Wenn Sie die Pyjak-Population dezimieren, gebe ich Ihnen einen Rabatt. Viel Glück dabei. Oh ja. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Machen wir uns wieder Nebenmission Frauen ja. um das Recht der Elternschaft bitten. Wer könnte diesen Du weißt, dass du Ansaugstutzen brauchen? Zurück. Mein Baron ist hungrig. Ja, ich bin auch falscher hungrig. Schritt, Shepard. Hab gehört, drüben bei Warlock ist alles reibungslos gelaufen. Hoffentlich haben sie das Bloodpack ordentlich zerlegt. Genau, Bedrohung der Lebensmittel. Haben Ihre Lagerhäuser keine automatischen Verteidigungsanlagen? Wozu? Die Hälfte von dem, was wir essen, ist ohnehin Ungeziefer. Und wenn wir Verteidigungssysteme in die Finger bekämen, würden wir damit bestimmt kein Getreide schützen. Wir haben Waffenlager, um die wir uns kümmern müssen. Außerdem sind da ja auch noch unsere Frauen und Kinder. Ihre Feinde greifen Zivilisten an? Einfacher kann man einen Clan nicht ausschalten. Frauen und Kinder können zwar auch kämpfen, aber wenn ein anderer Clan es auf sie abgesehen hat, sind sie immer in der Unterzahl. Wenn Frauen und Kinder sterben, hat ein Clan keine Hoffnung mehr auf eine Zukunft. Er zerfällt. Wir machen sowas nicht. Befehl von Rex. Auch wenn wir dadurch eine Schlacht verlieren. Auf Zivilisten wird nicht geschossen. Danke für die Information. Man sieht sich. Ja, sowieso. Ah, okay, das war da ist. Noch ein Sieg in der Grube und ich gehe in den Ruhestand. Der kann Ansaugstutzen vielleicht brauchen. Schließen Sie Wetten auf die Grube ab, Mensch. Sie haben diesen Dreschschlund zu Fuß erledigt?
Nichts anfassen. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit für einen Plausch? Ich muss arbeiten. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Er wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Ich habe draußen im Feld einen Ansaugstutzen gefunden. Ist es das, was Sie brauchen? Es wird gehen. Zumindest schneller als einen neuen zu bauen. Sie haben mir gerade 3 Tage Arbeit erspart, Mensch. Sie haben sich meine Zeit verdient, wenn Sie sie wollen. Was? Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Sehr gut. Was ist da hinten? Da liegt ja einiges. Kroganer mussten Genophage ertragen, Nuklearangriffe, Bürgerkriege und haben überlebt. Beeindruckend, wie sich Lebensformen anpassen. Immer wieder, trotz der Umstände. Inspirierend. Naja, der Sicht ist aber sehr locker. Bist du? Ist ja nur ein Spiel, mein Gott. Was machen Sie denn hier drin? Soweit ich das mitbekommen habe, hat der Urdnot-Clan ein neues Mitglied. Sie sind der Krant des neuen Kriegers, stimmt's? Und der Schamane hat Ihnen die üblichen Upgrades gegeben, oder nicht? Ja, er hat kein Problem damit, meine Errungenschaften als seine Belohnungen zu verkaufen. Setzen Sie sie mit Bedacht ein. Der oberste Forscher des Urdnot-Clans hat keine Zeit, Ersatzteile herzustellen. Ich könnte höchstens einen Rabatt anbieten. Mein. Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Die Salarianer haben die Genophage entwickelt. Das habe ich auch schon gehört. Und dennoch trauen sie ihnen, wenn es um Medizin und Landwirtschaft geht? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es. Der neue Clanchef scheint völlig andere Ansätze zu verfolgen, was die Führung der Kroganer angeht. Wenn Sie mehr wissen wollen, sollten Sie mit ihm persönlich reden. Er ist mein Anführer und ich werde mich nicht weiter über ihn äußern. Naja. Viel Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. Ja, gehen Sie weiter. Da bitte eigentlich schon. Sturmgewehr, Schaden. Das könnte nützlich sein. Biotischer Schaden. Ja, einen Schaden habe ich sowieso, sonst da ich nicht Videospiele spielen. Her damit. Scheiße. Aber das eine Spiel will ich noch Die Dinger spielen. würden länger halten, wenn sie nicht in jeden Krater fallen würden. Seit der Halter von Erz verstoßen wurde, ist die Grube ein einziges Blutbad. Da ist es irgendwo. Ah, da. Wie angenehm, mit dem eigenen Instinkt zum Töten im Reinen zu sein. Die Kroganer sind Wesen mit reiner Reflexsteuerung. Fast schon unschuldig. Aha. Der hat ein bisschen Begeisterung dafür, ha? Mal sehen, was der Mensch drauf hat. Ah, da ist Spül.
Ja, die Welle machen wir noch. Aber dann ist Schluss. So, da 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 da. Ach so, das... Ja, wurscht. Mag ich nicht mehr. Gut. Beachten Sie einfach nicht, mein Mädchen. Sie sind den Aufwand nicht wert. Na, danke. Ich glaube, wir sind da eigentlich fertig, gell? Ich speichere jetzt trotzdem einmal. Also wir werden es einfach abhauen. Ich mag heute nicht mehr. Ich habe den Schlund bei meinem Ritus nur knapp überlebt. Der Mensch hat bestimmt 4 Eier. Warte mal, wie geht's denn da? Also da waren wir schon. Du hast noch nicht mal den Mumm, es zu versuchen. Wie komme ich da raus? Ein Mensch hat einen Dreschschlund erledigt. Zu Ja. Fuß. Ja, ich habe schon mehrere Dreschschlunde erledigt. Dann bringen wir es zu Ende. Ich bin froh, dass Erdnot Grunt jetzt zu uns gehört. Wir sind bereit, neue Wege zu Warte mal, wir müssen noch was reden mit dem Rex, der Gute. Shepard, was kann ich für Sie tun, mein Freund? Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Es war einen Versuch wert. Wie ein altes Sprichwort sagt. Warte mal kurz. Also na, da geht's nicht obi. Ich wünsche mir... Ach, ich weiß nicht, dass alles anders wäre. Sie wollen nichts von meiner Ware kaufen, Mensch. Sie würde Ihnen den Magen aufreißen, als hätten Sie Messer verschluckt. Na bitte. Als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder... Das wäre mir was Neues. Nein, ich hatte wegen eines Angriffs der Baron zu tun. Du weißt ja, wie es heißt. Saumagen für Saumagen. Baron könnte ihre Spur über den ganzen Planeten verfolgen. Ja, aber wo Augen ist nach jetzt... vorn. Ich will nach Hause. BZW auf die Normandie. Immer wollen sie bessere Schockabsorber, diese Weichlinge. Warte mal. Geben Sie mir einen Grund. Das ist da. Ich muss da um mich. Komm, leck mich doch am Buckel. Landeplattform. Das ist da oben. Karte. Ich glaub... Genau, da bin ich richtig. Mich würde interessieren, wie diese Turianer und Salarianer aus dem So, da. Ich glaube, wir haben da Normandy. Ah, endlich zu Hause. Jetzt werden wir schon was anderes zu machen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ich weiß, das soll halt mal alles noch lesen. Und ich glaube, ich bin einmal schneller fertig. Naja. Ja.
bei Zeiten werde ich mir mal dazu durchringen, dass ich wieder farmen gehe ein bisschen, gell? Also bitte nicht besser. Dass ich uns den Scheiß, was wir brauchen, ranfahren. Panzerungsupgrade, Prototypen. Na holla die Waldfee. Das haben wir schon, kroganische Schrotflinte. Kroganische Vitalität. Kräfte neu ausbilden. Mordin Universalwerkzeug, 20% Tech-Schaden, geil. Munition für schwere Waffen. Was ist denn das? Ja, probieren wir. Geil. Warte mal kurz. Naja. Ja, man kann ja alles brauchen irgendwie einmal. Gut. Jetzt schauen wir mal auf die Schnelle, was wir als nächstes angehen können. Ja, aber irgendwas fällt ja da noch. Was das jetzt, was du noch da bist? Warte mal ganz kurz. Ich hole uns da, wenn es da sowas gibt, dann hole ich uns... Genau, Sonden. Perfekt. Da drüber jetzt so viel Geld ausgeben. Ja, okay, wer eckhaft wird, Trottel. Ja, aber irgendwas habe ich da nicht gemacht. Ach du meine Güte. Ja, das können wir wohl alles brauchen. Starte Sonde. Na, weißt du was? Wir werden das jetzt anders machen. Ich werde da demnächst einmal ein bisschen weitermachen. Sonde gestartet. Ich werde da demnächst einmal ein bisschen weitermachen und dann schauen wir weiter. Genau. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Sonde gestartet. Das wird sicher nicht weniger. Sonde unterwegs. Genau. Und ich hoffe... Starte Sonde. Du hast jetzt in den letzten knapp... 110 Minuten ein bisschen an Spaß gehabt. Ja genau, so lange hat jetzt die Aufnahme gedauert. Boah. Sonde unterwegs. Und wie gesagt, vielleicht machen wir in der nächsten Aufnahme einmal ganz was anderes und wir werden uns mit diesen Anomalien etc. befassen. Starte Sonde. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so eine üble Idee, weil dann können wir nämlich das einmal abschließen. Sonde gestartet. Und ehrlich gesagt, an den Endkampf gegen die Kroganer, Sonde unterwegs. Kroganer, gegen die Kollektoren, an den kann ich mich fast nicht mehr erinnern. Ich weiß, was ich weiß, dass du ins Omega-4-Portal musst. Starte Sonde. Und dich da mit Sonde diesem... unterwegs.
Reaper FFS auseinandersetzen musst, aber viel mehr weiß ich da auch nicht mehr. Muss ich auch und ehrlich gesagt zugeben. Starte Sonde. So, Kenny, das machst du später. Du siehst ja überall angeschrieben, wie viel du noch hast. 83%. Habe ich auf Tuschanka irgendwas übersehen? Na klar, den kleinen Scheißer da. Den machen wir noch. Ich bin mir nämlich noch unsicher, ob die Einstellungen bei meinem Sonde unterwegs. Aufnahmeprogramm eine 2-Stunden-Aufnahme zulassen, weißt? Sonde unterwegs. Und ich würde mir in den Arsch beißen, wenn die 2 Stunden jetzt nicht gescheit aufgenommen sind. Starte Sonde. Ich mein, laufen tut's noch immer, also von daher ist das kein Problem. Starte Sonde. So. Sonde gestartet. Aber eine Kleinigkeit können wir noch Starte gemeinsam Sonde. machen, genau. Die machen wir auch noch. Starte Sonde. Und ja, es wird noch eine Zeit dauern. So. Sonde unterwegs. Na komm, ich brauche nur da ein bisschen... Wirklich? Sonde unterwegs. Commander? Ich finde da... Das geht vielleicht. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Das ist nämlich echt Starte zeitfressend. Sonde. So, komm. So. Starte Sonde. Himmelschimmel, irgendwo muss noch was mit umgammeln. Kann nicht so lang dauern. Starte Sonde. Da war was. Starte Sonde. Und wie du siehst, das kann lang dauern. Das ist ungefähr so ermüdend mit der Zeit, weißt? Als wie in No Man's Sky zum Beispiel nach diesen schwebenden Kristallen zu suchen. Sonde gestartet. Toll, kann ich noch mehr kaufen, gell? Das geht mir dann schon langsam das Geld aus.
Sonde gestartet. Sehr schön. Okay. Wisst's was? Warte mal. Bist du deppert, das hätte gar... Aber wieso? Irgendwas passt doch nicht. Ich hab da erst 61%. Ach so. Das sind die anderen Planeten. Die anderen Universen, was du hast. Die anderen Galaxien. Die müssen wir noch fertig machen. Okay. Bist du deppert? Wir haben noch so viel zu tun. Nuss Ödland. Oh mein Gott. Mein Putzig. Ja, wisst ihr was? Ich werde da ein bisschen weiter anbauen. Wenn ich eine Anomalie finde, lasse ich sie über. Und wir werden dann, machen wir so. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber in der nächsten Aufnahme werden wir uns über die ganzen Anomalien hermachen. Und danach werden wir weiterschauen. Genau, wir haben ja noch genug zu tun. Die Mannschaft müssen wir noch herrichten. Und vor allem haben wir noch ein kleines Problem. Das sieht man da nicht. Uns fehlt noch ein Begleiter. Genau. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das war. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja, danke. Danke. Das möchte ich jetzt noch schauen mit dir. Kollektoren. Ah, das ist die Todesmaske. Gefällt mir absolut nicht. Der gefällt mir auch nicht. Gefällt mir auch nicht. Nö. 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 Nö, gefällt mir auch nicht. Was kann der? Wir bleiben dabei bei dieser hier. Genau, weil die hat nämlich den Verhandlungsbonus plus 10%. Okay, passt. Wie du siehst, uns sind die Fische eingegangen. Leider. Werfen wir nochmal einen Blick auf unseren Weltraumhamster. Ja genau, der darf leben. Siehst, Hauptsache das Scheißhaus ist benutzbar, das ist immer fein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Die Sovereign, okay. Die Ascension. Ja, bitte, alles da, was wir brauchen. Also dann, ich wünsche dir was. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Und beim nächsten Mal, wenn ich weitere Anomalien finde, werden wir uns mal mit den Anomalien befassen. Genau. Also dann, bis zum nächsten Mal und Baba.